Haut und Dienstag von der 2. Oktavwoche begrüße ich euch ganz herzlich aus der Kathedrale Notre Dame von Lützeburg. Am Kader von der Muttergottes-Oktav, die dieses Jahr unter dem Thema steht, Maria, Zeichen von Hoffnung und Trost, überdrohe mir von Hei Pontifikal Andacht. Sie wird präsidiert vom Weihbischof Monseigneur Leo Wagner. Als Anfang sangen wir Lauretanische Litanei vom Januar Dominik Heckmes. Bei der Aussetzung En todo amar y servir vom Jacques Berthier, der Regina Zöli Magnificat 574, den Tantum Ergo beim sakramentale Segen ob Melodie Sancta Sancta, an als Schlusslied Selig das Volk vom Alois Peter Bartel Magnificat 888. Den Domorganist, den Herr Paul Breich, spielt als Sorti sur ite missa est Alleluia vom Dom Paul Benoit. Die Andacht getaut gesungen von einem zusammengesetzten Männerchor als Membren von der Maitrise von der Kathedrale, wie auch von Männern als den Paaren, die haut gepilgert sind von Dickrich Avolz. Kantore sind Madame Martin Breich an den Herr Luc Niles. Thema von der Predigt von der Oktav-Predigerin der Madame René Schmidt als Haut, Göff mir zu trinken.
Dei, qui talis peccata
Prions. Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, tu as voulu que Marie, la mère de ton Fils unique, soit aussi notre mère. Dans ta bonté, accorde-nous, puisqu'elle nous garde et nous protège, le réconfort de sa consolation. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit kam zu einer Stadt in Samarien, die Sychar hieß und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die Samariterin sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um etwas zu trinken bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr: Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt, und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn er kommt,
wird er uns alles verkünden. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, der mit dir spricht. Aus jener Stadt kamen viele Samariter zum Glauben an Jesus. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie: Nicht mehr aufgrund deiner Rede glauben wir, denn wir haben selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Lief Leute hier an der Kathedral, und die sind wirklich ganz zahlreich hier. Vielleicht hat jeder auch mitgespielt, wie vielleicht, dass es doch als Verbundenheit. An die da über die Medien mit uns, an über den Livestream verbunden sind, herzlich willkommen. Gib mir zu trinken. Das ist ein Thema, hat mich bei der Jakobsburg gefordert. Und ich habe nun eine Begegnung hier an der Kathedral gedurcht. Am Kader vom synodalen Prozess heute zu Lützeburg war am Juni 2022 ein Gebetsfeier hier an der Kathedral. A Präsenz von unserem Erzbischof Jean-Claude Tollerich, den übrigens die nächste Tag zu Rom beim Heiligen Vater ist. Mit den Abend war ihn hier an seiner Präsenz und unterschiedlich Leute mit ihren Lebensgeschichten und Gebet angefordert. Auch eine geschiedene Frau war in der Tinnen. Und sie hat von ihrem langen Leidensweg erzählt. Das Frau, engagiert an einer Paar, hat ihr Geschichte erzählt, und die hat mich besonders bewegt. Es war für sie eine Premiere, bei so einer offizieller Feier können öffentlich über ihr Lied zu schwätzen. Und sie sich den Abend integriert gespielt. Lief Leute, kompliziert Lebensgeschichten, die sich nicht aus. Aber sie können ganz wertvoll Glaubensgeschichte gehen. Dieser Frau an alle Frauen und Männer, die bis heute unter der Folge von einer Schädung leiden oder gelitten haben, will ich das 7. Predigt Mittag widmen. Der Bibeltext aus dem Johannesevangelium, die wir gerade hören haben, als ein Einstieg für an das Thematik zu kommen. Eine Frau Jakobsburg geht vom Jesus angeschwärzt. Wenn's du weißt, wie das, den zu dir seht, gib mir trinken, da gibst du hier Frohen, und hier gibt dir liebecht Wasser gehen. Das Satz am Jesus in Mund und Samariterin, die sich Jacquin tut an der Mittagsstunde und de Bur von Sichard zu kommen, invitiert uns de Mittag im Moment Bur mit der Frau zu rasten. Gib mir zu trinken. Ich sin dustrich. Platz an dem Stand, wo das Gespräch gefordert wird an der Badra Mitte sitzt,
als an engem Dorf a Samarien. Haut as dat Nablus, eng Stadt op palästinensischem Gebiet, déi fir d'Pilger am hellesche Land net immer so leicht zugänglich ass. Platz rundrum de Bur vu sicher as bis haut vum Streit markiert. A Gedacks vun Auseinandersetzungen tëcht Araber a Juden dominiert, mat Spannungen. Spannungen demols tëcht glewege Juden vu Jerusalem a glewege Samariter aus dem Norden. An op dëser Platz schockéierte Jesus dann sei jidischt Umfeld durch sei freien Umgang mat enger Frau. Sei Behole war demols skandalös, weil jidische Mann an noch nach een Rabbi, die sich mat enger Frau ophält, an der Öffentlichkeit mat ihr schwätzt. Wir fanden hei 3 Haltungen vom Jesus, die zum Nodenken uregen. Für die erste Mal Tatsache, dass der Jesus sich öffentlich über religiös und Sozialkonventionen wegsetzt und Gespräch mit einer Frau an der Öffentlichkeit engagiert. Dann der Fakt, dass das Frau sich eng Ausländerin ist, an zu einer ethnischer religiöser Randgruppe gehört. An den Ahn von den Juden waren Samariter demals nämlich groß Konkurrenten. Sie waren von Jerusalem aus glatt a gar nicht gut gesehen. Und dann drittens, das Frau hat nach einer Party Affären mit verschiedenen Männern. Sie hat nur an einer Relation gelebt, die dem Gesetz noch nicht gültig war. Der Jesus lief Pilger, wisst das alles, und auch verurteilt ihn das Frau nicht. Hier weiß sie auch nicht zurecht. Mir schwätzt sie ob Anhecht un. Hin interessiert sich für sie. Freit, respektvoll Gespräch. Eine Begegnung ohne irgendein Jugement. Und so geht das Begegnung für die samaritische Frau zu einem Schlüsselerlebnis, dass sie so stark markiert, so froh mischt, dass sie dadurch nur selber etwas in Bewegung setzt. An andere Menschen wird zum Jesus feiern. 3 wichtige Themen am Evangelium von Haut: der Jesus an Frauen, dem Jesus sein Umgang mit Randgruppen und dem Jesus seine Haltung vis-à-vis von Leuten mit gescheiterten Beziehungen. Themen, die schon über Jahre an der katholischen Kirche immer nicht auch am Hannerhaft diskutiert gehen und an der Öffentlichkeit dacks für viel Emotionen gesucht haben. Und ob immer mehr Unverständnis bei den Leuten stoßen an unserer Gesellschaft. Brüche am Leben von den Menschen, mit denen sie nicht eins gehen. Brüche, die nur neuen Hoffnungsperspektive frohen. An die Jesus bezieht Position. Klar ist, dass sein Approach aber bis heute nicht von allen Katholiken gedeelt wird gehen. Und dafür gucken wir noch einmal bis an die Schrift dran. Gerade dem Jesus sein Umgang mit den Frauen hat ihm mehr wie einmal scharf Kritik erbracht. Viele von diesen Frauen haben zu seinem erweiterten Jüngerkreis gehört. Maria Magdalena, die ihn geheilt hat. Maria von Bethanien, die an ihm ihr Rabbi gesehen hat. Ihre Schwester Martha, die ganz an der Rolle von der Gastgeberin abgegangen ist. Sünnerin, die Jesus in flagranti beim Seitensprung erwischt hat, auf ihre enger Stängigung gerett.
dann dem Jesus sei wertschätzende Blick für die arme Witfrau, die mit ihren 2 kleinen Münzen am Tempel alles zum Herrgottsänger Eier wollt gehen. Am Jesus singen an, sind Frauen so viel wert wie die Männer, und sie brauchen nicht, ob ihr gönnerhafte Blick von den Männern zu werden, wir können es existieren. Für die Jesus und Menschen alle gut, die gleich führt. Auch den Apostel Paulus sieht später mit Bezug auf darf, dir all, die dir ob Christus gedäft sind, hat Christus ugedoen. Et gibt nicht mehr Juden a Griechen, nicht mehr Sklaven a Freier, nicht Mann a Frau, weil dir sieht all eins a Christus Jesus. Ist das keine gute Nachricht? Eine Nachricht, die wir mehr müssten leben, für das du draußen auch die Leute so, wie du mir in die Pastor gesagt hast an der Predigt, guckt, wie sie sich schätzen, wie sie sich gern haben. Das sind Hoffnungszeichen, die Trägerin auch eins über das Evangelium, weil sie als Trägerin vom Wort, vom Jesus, sie bringt das an die Bibel ran. Leider aber bleiben das wieder DAX Theorie. Aus seinem Buch Die Zeit der leeren Kirchen schreibt Thomas Hallig, und ich zitiere, dieses Jahrhundert scheint ein Jahrhundert der Frauen zu sein. Ein neues Selbstverständnis der Frau, wie es vom heutigen Wissensstand und auch von der gesellschaftlichen Praxis wiedergespiegelt wird. Es ist ein Zeichen der Zeit. In Hoffnungszeichen, auch für die Kirche. Ein Kirche, die sich vom Heiligen Geist leiden lässt, kann sich nicht damit begnügen, die Frauen auch wieder zu schätzen. Aber du musst es normal sein, dass die Verantwortung auch gedeelt wird, dass ob du Leis von den Frauen wie ob den Männern hier Leis gelauscht werden. Und hier spezifisch empfangen, hier Approche, auch vom Evangelium, kann ein bisschen mehr Raum kriegen, weil das ist eine Bereicherung für die Kirche, auch für die Verkündigung. Also es nicht das, was Jesus konsequent gemacht hat, also es nicht das, was eigentlich damit gemeint ist, wenn ihn davon schwätzt, sich auf Anheisch zu begegnen. Und da gibt es noch einen zweiten Grund, wie was Jesus Erstaunen an Empörung auslässt. Hier schwätzt an aller Öffentlichkeit mit einer Samariterin. Die Juden haben Samariter als minderwertig angesehen, als sie auch behandelt, wie wenn sie Männer wert wären. Sie haben sich nicht dafür vermischen mit denen, die am Tempelkult daheim waren. Jerusalem an de Birch Garizim, das waren große Konkurrenten. Aber wie ich für einem guten Jahr an Israel mir eine lange Reise gemacht habe, ist das mir aufgegangen, dass das nicht ein kleine Sache war, die Samariter, sondern ein ganz grosses Movement. Der Jesus selber, den auch ein Jud war, hat vis-à-vis von den Samariter kein Vorurteiler. Am Gegenteil, denke mir nimmen und Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo hier grad Verhalten von einem Mann aus Samarien gegenüber von den Vertretern vom Tempel von Jerusalem würdigt. Daneben will ich noch mal erwähnen, dass gerade am Laufe der Geschichte Großbewegungen innerhalb von einer Religion oder auch an der Politik dass durch Randgruppen ausgelöst wurden. De Nelson Mandela, de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King, das sind ein paar Beispiele. Andere finden die noch an der Wissenschaft, an der Kunst, an der Politik. Als Erzählung Jakobsburg unterstreicht danach eine Dritthaltung von Jesus. Die Jesus schwätzt mit einer Frau,
die schon 5 Männer hat, an lo mat engem Mann ze summen ass, mit dem sie auch keine rechtliche Bindung hat. Hier läuft Frau nicht, legitimiert hier Beziehungen noch nicht, aber schließt ihn sie nicht aus. Die Jesus hält die Frau als Person mit ihrer ganzen Geschichte echt. Liebe Schwestern und Brüder, liebe interessiert Leute, die da damit vielleicht zufällig herangeschneit sind. Machen wir diesen Sprung an Eiszeit. Wie der Papst Franziskus an Zusammenhang mit Amoris Laetitia schreibt, dass nur der Synod über die Familie publiziert gouf, betont wird, wie wichtig, dass es wir menschlich und individuell ob die Geschehten an Rümbestuhl zuzugehen, hinnen den nötigen Raum zu gehen, hinnen sogar ugedeiht wird, dass die Eucharistie eine strenge Stärkung für die Schwach wie eine Belohnung für die Stärke. Und du guwe den Angelus, den 6. Juni 2021, dort hier von der Eucharistie als dem Pharmakon im Mittel von der Unsterblichkeit, wie den Ignatius von Antiochien, ein Kirchenvater aus den nächsten Jahrhunderten sieht. Eucharistie, die heilt, die Einheit mit Jesus fördert. Aber wie der Papst an die Richtung auch nimmen dir ein bisschen abgemacht hat, als sie von den Pharisäern von unserer Zeit massiv kritisiert ging. Und damit können wir uns alle heute freuen, wenn wir Buhr von sicher sitzen, die nachher 30 Meter Devas, haben wir dem Jesus seine Message verstanden? Wollen wir seine Message wirklich leben und umsetzen? Barmherzig sind, gegen die wir Menschen, die nicht an Schema fassen, die gefehlt tun. Und mir selber, mir fehlen, und die Jesus hält uns ran, an die Freundschaft mit ihm. Oder wollen wir am Gesetzesdenken stehen bleiben, an uns aussperren? Das große Ulheies, mit denen wir auch an das Oktav gepilgert sind, dürfen wir, sollen wir, der Trägerin am Leid auch aufvertrauen. Sie ist die Frau vom Leben, die Frau von der Hoffnung. Und das besonders für die mengen, es gibt keine Chance mehr. Sie geben nicht richtig dazugehören. Sie hat den armeren Stempel. Maria Leng weiß, wie viele Frauen und Männer schon vor ihrem Bild gekrascht haben, wenn ihre Mariage an die Brüche gegangen ist. Und wenn sie dann mit den Kindern vielleicht allein vor einem Kopf Schiebele stungen. Bringen wir all das leidvoll und schmerzvoll Situationen, die Menschen uns krank gemacht haben. Bringen wir diese Situationen an Gebet, für und Mutter Gottes, lo an Hai. Bringen wir uns Leben mit Überzeugung für sie, dass sie uns ihr Licht auf unserem Pilgerweg schenkt und dass wir nicht im Sus an Staat bei Trägerin am Leid kommen sind. Sie ist die Mam von der Barmherzigkeit, wie die Feiner immer beten, wenn sie bei Bildchen gehen. Aber wie ich so groß war, sind ich immer, all Sommer, do mitgegangen. O Mutter der Barmherzigkeit, bitt für die ganze Christenheit. Amen.
Herr Gott, mit großem Vertrauen kommen wir mit unserem Leben für dich, mit dem, was uns geglückt ist und mit dem, was zerbrach ist. Wir beten auf Vierspruch von Maria hin. Für unseren Papst Franziskus, den aus seiner Devise von der Barmherzigkeit lebt und handelt, dass hier die Kirche so an eine Neuzeit begleitet. Pour toutes celles et ceux qui s'engagent au niveau des institutions européennes pour un monde de justice et de paix, qu'ils aient toujours à cœur le bien commun et les besoins des plus pauvres. Für die vielen Frauen und Männer, die durch Entscheidung markiert sind, dass sie die Kirche als ein Platz von Trost, aber Barmherzigkeit erfuhren. Pour toutes les femmes qui s'engagent pour une Église plus synodale, qu'elles se sentent pleinement respectées et responsables au titre de leur baptême. Für die krank an Elamat-Menschen, die nicht mehr an die Oktav können pilgern, dass sie ob andere Wehe Zeichen von Hoffnung an Trost geschenkt kriegen. An einem Moment von Stille bringen wir heute Europa dar, ganz besonders das größte Uleis vom Frieden für uns. Ein Vertrauen der Trägerin auch all eis persönlich Uleis un. Père de toute miséricorde, sois proche des cœurs brisés et inspire ton Église sur le chemin de l'Évangile. Nous te le demandons
par le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lasset uns beten. Gott, du hast durch die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, die Welt erfreuen wollen. Wir bitten dich, lass uns durch seine Mutter, die Jungfrau Maria, die Freuden des ewigen Lebens erlangen. Durch Christus, unseren Herrn.
sanctitis Dies, Alleluia. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passionis Tue memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tue fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Am Kader von der Muttergottesoktav um die Pontifikal Andacht überdrohen aus der Kathedral von Lützeburg. Die könnt ihr nach ein Kehr lauschen, heute Abend um 18 Uhr oder um 23 Uhr um Dock. Annelo gebe der Mikro zurück an das Studio. Peace.